Bei den Treffen jetzt hatten wir auch als Geschenk Gottes, sind wir bei ihm gewesen, die Patres. 2 Tage vor seiner Abreise zur Konklave. Diese Begegnungen, diese Termine redet man ein Jahr vorher. Niemand hat mit einem Rücktritt von Benedikt gerechnet, mit einer Konklave, niemand hat. Da war ein Samstag, 22. Februar oder so. Hat er persönlich angerufen, telefoniert zu unserem Ober, gesagt, Pater Francisco, kommt ihr, kein Problem, ich fliege nach Rom 2 Tage später nach unserem Treffen, alles bleibt wie vereinbart. Er telefoniert sehr gerne, ja, persönlich. Dann sind wir angekommen, war keine Angestellte dort, in der Stadtmitte von Buenos Aires, neben dem Regierungshaus, in die Kathedrale, er lebt dort. Der Erzbischof von Buenos Aires hat ein gutes Haus in einem vornehmenden Viertel von Buenos Aires. Kardinal Bergoglio war nie dort. Hat in einer Wohnung 3 Zimmer dort in der Kurie, neben der Kathedrale gewohnt. Manchmal ohne die Frau. Manchmal hat er sich selbst gekocht. Gut, war keine Angestellte da. Kam er, hat er begonnen, die Fenster zu öffnen, die Türen zu öffnen, hat uns gesagt, wo die Toiletten sind, hat die Türen, die Stühle enorm Wohnung? In seiner Wohnung, oder? In seiner Wohnung. Und dann einer der Patres hat gesagt, Herr Kardinal, wie geht es Ihrer Gesundheit? Ja. No, viel besser als vor einigen Monaten, die Medikamente waren es. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den Beinen. Nein, ich fühle mich ganz gut. Und dann ein anderer Pater hat gesagt, Herr Kardinal, Sie sind in höchster Gefahr. Wenn Sie nach Rom kommen, mit guter Gesundheit, werden Sie Papst gewählt. Und dann hat er gelacht. Sag nicht Dummheiten, was du sagst. Ist eine Dummheit. Ich werde überhaupt nicht gewählt. Noch mehr. Ich habe schon meine Strategie. Ich werde in den Saal von den Konklave ein bisschen gebeugt und mit einem Stock. Die anderen Kardinäle werden sagen, diesen alten Kardinal werden wir keine Stimme, verlieren wir keine Stimme. Nein, ich komme wieder. Ich war total überzeugt, ich werde nicht gewählt. War total ehrlich, was Aber was mich sehr beeindruckt hat, ich habe ihn gefragt, Herr Kardinal, Sie waren 15 Jahre hier an der Spitze der Diözese. Eine nicht einfache Diözese. Sie sind schon emeritiert. Sie haben schon gewählt ein Zimmer in einem Haus für alte Priester. Sie werden in der Zukunft Exerzitien predigen, geistliche Begleitung machen. Aber welche Bilanz machen Sie als Erzbischof von Buenos Aires? Wo waren Ihre Freude und wo waren Ihre Niederlagen? Wenn Sie wollen, antworten Sie, sonst vergessen Sie die Frage. Weil es eine sehr persönliche Frage. So, nein, ich gebe eine Antwort. Meine größte Freude ist, dass die Kirche von Buenos Aires viel mehr auf die Straße ist als früher. Das ist eine fixe Idee vom Papst. Die Kirche auf der Straße. Die Kirche draußen. Eine Kirche, die nur an sich selbst denkt, ist eine kranke Kirche. Und für diese Krankheit gibt es keine Medikamente. Eine Kirche, die draußen geht, auf der Straße, kann einen Unfall haben. Aber man kann sich erholen von einem Unfall. Kirche draußen. Und hat konkret, wir sind viel mehr in den Ellenviertel. Hat 23 Priester von der Diözese in den Ellenviertel geschickt. Und die leben dort.
Nicht, dass die arbeiten dort, die leben dort. 23 Priester. Und hat eine besondere Abteilung, so wie Familienpastoralabteilung, Jugendpastoralabteilung, Ellenviertelabteilung in der Kurie, in der Verwaltung der Kurie. Wir sind viel mehr, in der Ellenviertel sind viel mehr mit den Kartoneros. Die Kartoneros sind die Kinder, die Kartons holen von den Mülheimern. Das ist eine ganze Organisation. Es gibt Priester, die am Abend diese Leute begleiten. Und mit diesen Leuten zusammen sind und evangelisieren diese Leute. Wir sind viel mehr mit den prostituierten Frauen. Hat Messen, besondere Messen für prostituierte Frauen gehabt. Wir sind viel mehr in den Krankenhäusern. Wir sind viel mehr Kirche auf der Straße. Und meine Traurigkeit, meine Niederlage. Ich kann auch sagen, es gibt Priester, die sicher von mir viel mehr erwarten haben. Nicht recht. Und ich konnte das nicht. Leider Gottes, man richtet sich ein bisschen auch nach Sympathie und Antipathie. Einige sind irgendwie näher, aber es gibt Priester, die wahrscheinlich enttäuscht sind mit mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ich möchte mich entscheiden, Verzeihung bitten. Das ist meine Niederlage. Wissen Sie, wir haben Messe zelebriert im Dom, haben wir ein paar Fotos gemacht und dann war verschwunden. Ich habe gesagt, wir waren in der Sakristei, wo ist der Kardinal, wir wollen uns verabschieden. Er war allein, ist zu dem Parkhaus gegangen und hat auf uns dort gewartet und wollte sich von jedem verabschieden. Ich war ziemlich am Schluss. Ich habe mich gefragt, wie geht es mit dem Kanonisationsprozess von Pater Kentenich. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Dann habe ich gesagt, Herr Kardinal, Sie haben eine sehr schöne, aber eine sehr schwierige Aufgabe. Viel Heiligen Geist, ich brauche sehr viel Gebet. Dann haben wir uns umarmt und dann bin ich weg. Und dann habe ich mir gesagt, warum bist du traurig? Ich war traurig. Ich sagte, mein Gott, der Mann sollte Papst werden und wird nicht gewählt, weil er alt ist. Und das ist ein Verlust. Warum wird er nicht Papst? Er sollte Papst werden. Da habe ich erzählt, bei dem Mittagessen mit meinen Brüdern. 6 oder 7 habe ich gesagt, du, ist dasselbe bei mir passiert. Ich habe mir gesagt, mein Gott, der Mann sollte Papst sein. Der kann sein. Gut, wir haben gesagt, nein, jetzt ist es unmöglich, er hat selbst das gesagt. Wir haben ihm gesagt, Herr Kardinal, Sie haben sicher schon einen Namen im Kopf, Sie werden für jemanden Ihre Stimme abgeben, darüber werden Sie sicher kein Wort sagen. Nein, darüber kein Wort. Aber sagen Sie uns, welches Profil sollte der nächste Papst haben? Wie sollte er sein? Und dann hat er gesagt, kann ich sofort beantworten. Und dann habe ich gesagt, ich werde euch Selbstverständlichkeiten sagen, aber daran glaube ich fest. Erstens, muss ein Mann Gottes sein, ein Mann des Gebetes, ein Mann mit einer ganz tiefen Gottesverbundenheit. Zweitens, er muss tief überzeugt sein, der Herr der Kirche ist Christus und nicht er. Wer die Kirche leitet, ist Christus, nicht der Papst. Und das muss er Tag und Nacht verkünden. Drittens, muss er ein guter Bischof sein. Menschennahe, zart. Er hat von der Notwendigkeit der Revolution der Zärtlichkeit
in der Kirche. Ja, die Kirche soll nicht Richterin sein, sondern eine zärtliche Begleiterin. Muss einfach sein, muss Einheit schaffen, Freude haben und vieles. Er muss den Mut haben, das Dreck, das sich in der Kurie gesammelt hat, wegzuschaffen. Wörtlich. Der Dreck, der sich in der Kurie gesammelt hat, muss er da wegschaffen. La basura. Dreck. Hat er eine Säule von sich selbst gesprochen, von seinen Propheten. Gut.